11 Milliarden für Bildung und Forschung, 7 Milliarden für Sozialsicherheit, 3 Milliarden für Infrastruktur. Wir wollen sicherstellen, dass all das Milliarden wirklich da kommen, wo sie sollen landen, und dass keine unnötigen Projekte oder gar Korruption Steuergelder verbrauchen. Heute gucken wir, wie die Chamber die Regierung bei den Staatsfinanzen ganz genau kontrolliert. Willkommen bei Parliament Decoded. Ich bin Sven Klimmer, Deputiert an der Chamber. Heute entdecken wir einen von den zentralsten Pilieren von der Kontrolle vom Parlament. Budgetskontrolle. Also wenn wir überprüfen, dass die Regierung Steuergelder sinnvoll an dem Gesetz entsprechend ausgehen hat. Kontrolle vom Budget ist eine von den ältesten und wichtigsten Funktionen vom Parlament. Die ersten Parlamente in Europa sind für alle Menschen standen, für die Ausgaben vom Kinect zu kontrollieren. Heute, in einer modernen Demokratie, ist diese Rolle noch immer zentral. Der Prozess von der parlamentarischen Budgetskontrolle ist an 3 große Phasen gedeelt. Die gesamte Kontrolle, also das Budget, wird die Regierung überhaupt kein Geld ausgeben, muss das Parlament das Budget stimmen. Alle Jahre ist normalerweise im Oktober lädt der Finanzminister das Budgetsprojekt für das nächste Jahr vor. Als Deputierten haben wir das Recht, mir auch die Pflicht, dieses Budgetsprojekt kritisch zu überprüfen, und an der Finanzkommission kriegen wir detaillierte Erklärungen zu allen Budgetspositionen. Darüber hinaus können wir auch Budgetsfragen stellen, für mehr Details zu kriegen. Das ist die Gelegenheit, für zu garantieren, dass die Regierung hier Prioritäten richtig setzt. Als Oppositionsdeputierten analysieren ich besonders kritisch, ob finanzielle Ressourcen da angesetzt gehen, wo sie wirklich gebraucht gehen. Zweitens, die Kontrolle während dem Jahr. Auch während dem Budgetsjahr wird die Exekution vom Budget kontrolliert. Die Finanzkommission und die Budgetskontrollkommission kriegt regelmäßig ein Update über den Exekutionszustand vom Budget. Wenn die Regierung während dem Jahr mehr Geld braucht, wie am Budget vorgesehen, muss sie eine Budgetsmodifikation beim Parlament aufrufen. Das Rektifikation budgetär muss genau so vom Parlament gestimmt gehen wie das ursprüngliche Budget, weil es eine weitere Kontrollmöglichkeit geben. Und schlussendlich nur ein Budget. Die Analyse von der Budgetsexekution kontrolliert die Chamber nämlich nicht nur, was vorgesehen ist, sondern auch, was wirklich ausgeht und dann auch gehalten wird. Das geschieht über das sogenannte Loi de Règlement d'Exercice. Ein Gesetz, wo die Regierung Rechenschaft aufgibt, über wie sie ihr Budget exekutiert hat. Bei dieser Kontrolle wird die Chamber von der Cour des Comptes unterstützt, dem Rechnungshof. Das ist eine unabhängige Institution, die spezialisiert ist auf die Kontrolle der staatlichen Ausgaben. Sie erstellt uns detaillierte Rapporte über verschiedene Ministerien oder sogar spezifische Projekte. Als Deputierten an der Kommission für die Exekution vom Budget kriege ich Zugriff auf all diese Rapporte. Die meisten sind noch öffentlich und ich kann auch gezielt Fragen in Cour des Comptes stellen. Wenn ich denke, dass eine spezifische Ausgabe von der Regierung vielleicht mehr genau sollte in Sicht gehen. Budgetskontrolle funktioniert aber nicht just durch offizielle Mechanismen. Auch Transparenz ist wichtig. Dafür haben wir als Piraten immer gefordert, dass das Budget mehr transparent und zugänglich gemacht wird. Alle Bürger sollen nachgucken, wo sie Steuergelder hergehen. Es gibt auch verschiedene Budgetsrapporte von Nicht-Regierungsorganisationen. Und sogar Thinktanks, die ich als Deputierten analysieren, für andere Perspektiven auf das Budget zu kriegen. So kann ich meine Rolle als Kontroller von der Regierung noch besser erfüllen. Ein wichtiger Punkt zu verstehen ist, dass ich als Deputierter nicht just eine Rolle spielen, für dagegen zu sein, sondern auch konstruktiv mitschaffen, wenn ich ein Problem identifiziere. Ich kann eine parlamentarische Frage stellen, ein Amendement zum Budget proposieren, eine Motion proposieren, für die Regierung zu encouragieren, das Problem umzugehen, und bei der Budgetsdebatte darüber schwätzen mit konkreten Lösungsvorschlägen. Ein konkretes Beispiel. Und der Letzte stellen ich immer mehr fest, dass das Budget für Cybersicherheit immer mehr fragmentiert. Anstatt dass alle Gelder an einer Budgetslinie zusammengefasst sind, was transparent wäre, gehen sie auf verschiedene Ministerien abgedeelt, weil es mehr schwer macht, einen Überblick zu behalten. Schon das auf ein paar Plätzen angeschwätzt und ich werde das auch an den weiteren Budgetsdebatten anschwätzen. Kontrolle vom Budget ist also eine von den wichtigsten Missionen vom Parlament. Es geht um die Steuergelder, die Bürgerinnen und Bürger bezahlen, und die sollten so effizient und transparent wie möglich gesagt gehen. Der Deputierte seine Rolle als Guardian von den Staatsfinanzen, also konkrete Beitrag zu einem funktionierenden Rechtsstaat. Das ist eine Rolle, die ich ganz sehr stelle. Am Ende des Tages geht es nicht um Menge, es geht um Ersuchen, die die Regierung ausgeht. In der nächsten Episode gucken wir, wie wir als Parlament mit der EU zusammen schaffen und europäische Gesetzgebung zu Lützeburg umsetzen. Abonniert dafür diesen Kanal und schreibt das in die Kommentare, welchen Bereich vom Staatsbudget ihr am meisten interessiert. Steuergelder gehören uns alle gut. Dafür ist es wichtig, dass wir alle verstehen, wo sie hingehen.